Guten Morgen, Triumph. Letzter Schultag an der Primarschule Matzingen, kurz bevor landesweit die Schulen geschlossen werden. Natürlich beschäftigt auch die Kinder das Coronavirus. Ich gehe nur jeden Tag 1 Stunde raus. Meine Großeltern macht es mir schon ein bisschen Angst, wenn sie älter werden. Wo ich gehört habe, dass Virus eine Krankheit ist, dass man wegen das sterben kann, habe ich schon ein bisschen Sorge gemacht. Ein winzig kleiner. Solche Ängste zuzulassen sei wichtig, sagt die Kinder- und Jugendpsychologin Simon Dietschi. Wichtig ist ja einfach, dass man die Ängste oder Sorgen oder Gedanken der Kinder ernst nimmt und nicht sagt, einfach, du musst dir gar keine Sorgen machen und das gerade abblockt, sondern einfach gut zulässt und aber auch mal vielleicht kann sagen, wir wissen nicht genau, wie es rauskommt. Für den 10-jährigen Noah kann die Situation besonders heikel werden, denn er leidet an chronischem Asthma. Eine Lungenentzündung wegen des Coronavirus wäre für ihn fatal. Am Anfang, wo ich einfach nicht gewusst habe, was es ist, und dann wurde Coronavirus, oh mein Gott, wir werden alle sterben haben. Meine Klasse hat voll Panik geschoben immer. Das hat mir halt dann Angst gemacht und dann habe ich das mit meinen Eltern besprochen und ja, sie haben mir quasi wirklich Angst getrieben und haben mir gesagt, einfach was ich machen muss und was haben mir eigentlich gesagt, es wird alles gut gehen. Und das hat mir eigentlich quasi die Angst genommen. Noah befolgt alle Vorsichtsmaßnahmen, bleibt viel zu Hause. Doch bei seiner Mutter bleibt die Unsicherheit. Ehrlich gesagt gibt es viele Übungen, wo ich ein bisschen Bauchweh habe und schlecht einschlafen kann, weil man sich so Horrorszenarien dann vorstellt wie in Italien, oder? Wo halt einfach nicht mehr jeder behandelt werden kann. Das ist eigentlich meine Grundsatzangst, ist eigentlich nicht unbedingt, dass er es überkommt und dann sich in Lebensgefahr begibt, sondern auch, was passiert, wenn Spitäler dann schon voll sind. Was passiert dann mit meinem Kind, oder? Umso wichtiger sei es, sich jene Dinge bewusst zu machen, die man selber in der Hand habe, sagt die Psychologin. Ich glaube, eben die Massnahmen hilft ja auch, dass man dann wirklich so das Kontrollbedürfnis, wo man in dieser Situation hat, also das, was man im Kleinen kann irgendwie kontrollieren kann, also dass man das wieder zurückerlangen kann. Und das hilft dann natürlich auch wieder, dass die Zuversicht dann auch echt ist, ein Stück weit, dass man sagt, ich mache ja etwas dafür, für das ja, sich die Situation nicht verschlimmert. Massimo Agostinis und seine Familie sind krank aus Italien zurückgekommen. Sicherheitshalber haben sie sich selber isoliert, wie sie mit dem Handy dokumentieren. Ob es das Coronavirus war, wissen sie nicht. Mittlerweile sind alle wieder gesund, doch sie bleiben weiter in Quarantäne. Denn eines ihrer Kinder ist wegen eines Herzfehlers besonders gefährdet. Das ist so nach 2 Wochen schon langsam sehr schwierig, muss ich sagen. Also auch, weil es so wie kein Ende absehbar ist. Am Anfang, bevor das losgegangen ist, was heisst, gehen in Quarantäne, hat man so ein bisschen wie ein Ende gesehen. Also in 2 Wochen, und dann kann man wieder raus. Jetzt sind die 2 Wochen vorbei, aber einfach so raus kann man eben auch nicht. Das ist eigentlich wirklich das Heftigste, wo ich glaube jetzt nach 2 Wochen auch langsam voll davon schwer werden. Ich glaube, wir sind schon gefordert, jetzt wie in ganz anderen Dimensionen denken, dass wir wie so Schritt für Schritt und Tag für Tag, und das habe ich in den letzten Tagen sehr festgestellt, also dass man wirklich wie so einfach so Entschleunigung oder einfach, es ist ein anderer Rhythmus und wo sich jetzt so entwickelt hat. Zur Sorge um den Sohn gesellt sich bei Massimo Agostinis jene um den betagten Vater, der in Italien lebt. Er ist 88, er hat 2-mal einen Herzinfarkt gehabt. Da habe ich mir sehr Sorgen gemacht, weil ich ihn auch tagelang nicht erreicht habe. Bis ich dann irgendwann mal hat er dann angenommen und hat gesagt, er ging einfach immer raus, er ging Velo fahren. Einfach durch die Felder durchfahren und so. Er kann nicht daheim bleiben, weil das irgendwie lebendig begraben. Aber er hat auch praktisch keinen Kontakt mehr. Er wird vom Zivilschutz, vom Italienischen, mit Essen versorgt, wo 1-2 Mal in der Woche vorbeikommt. Und sein Hausarzt ist auf der Tauchstation, ist nicht mehr erreichbar. Ja, das ist halt von fern dann 1000 Kilometer noch schwierig. Mehr soziale Distanz und trotzdem füreinander sorgen, das wird in dieser Krise die große Herausforderung.